Willkommen zurück, hier bei Tales of Zestiria. Tja, in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen was über diese Welt erfahren und eine junge Dame gefunden, die hier irgendwie bewusstlos herumlag und ja, die ja vielleicht noch für ein paar Probleme sorgen kann. Zumindest laut unserem guten Kumpel, dem, Moment, wie ist er schon wieder? Miklio, genau, Alter, was ist ein Name, ey. Wir können einfach nur Michael nennen oder Michael-Jo, aber nee, das wäre auch ein bisschen doof, deswegen. Gut. Gehen weiter war und zwar endlich mal raus hier. Weil er schon die Frage stellt, was haben wir noch alles? Was meinst du denn? Kommt klar, keine Sorge. Okay, das ist eigentlich nichts Besonderes. Sprechen. Sorgespräch. Hey, geht's dir gut? Ich weiß deine Sorge zu schätzen. Mir geht es gut. Geh voraus, ich bin direkt hinter dir. Gut, aber hier vielleicht L3 gerade nix. Okay, gut. Oder schlecht, je nachdem. Oh, wo kommen wir jetzt hin? In ein Secret Room vielleicht? Naja, zumindest geht's hier scheinbar raus, wa? Geht nicht auf. Aber sieht jetzt aus, gäbe es ja einen verborgenen Mechanismus. Merkwürdig. Ja, irgendwie schon, wa? Wir bauen wieder mal normal für Spiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir später mal hierhin zurückkommen, sei es nach der Hälfte des Spiels, also sogar ganz am Schluss nochmal. Wer weiß das schon, wa? Okidoki, mal ganz kurz mal gucken. Lautstärkemäßig muss stimmen. Ja, letzte Folge habe ich irgendwie gemerkt, dass die, also von Soundeffekten her und so, sehen wie die Charaktere trotzdem zu leise waren. Da bin ich schon ein bisschen überrascht. Da muss ich gucken, dass ich irgendwie besser hinkriege. Wollen wir ganz kurz, was ist denn das, ein Typ? Ja, Alter! So, der alte Evoluer. Ah ja, da ist einer dieser Hirten, wa? Jo. Ein bisschen was von einem Löwen, aber egal. Dann mal aber ganz schnell raus hier. Jungs, sie steht direkt hinter uns. Wollen wir gerade noch mal ganz kurz mal anpassen. Optionen, wisst ihr was, ich mach's jetzt auch mal so, dass ich... Mach's mal so, wa? Mit 3 Sternen für alles, außer die Sprachlautstärke. Jetzt habe ich echt das Gefühl, dass sie sehr leise sind. Och man, die Musik. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo sind wir hier überhaupt? Ah, 無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。神、霊、地味猛量といった姿なき頂上存在よ。人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶ。でしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは。幼い頃にそれは何度も。だって俺の村はここから少し行ったところだから行こうか。了解した。Ja, ja, Miklio, misstrauisch wie und je. Elysia, Heimat der Seraphim. Seraphim, Götter, Geister, okay. Könnte es also sein, dass wir trotzdem wieder auf die großen Geister treffen, wie eben, die wir bereits aus anderen Spielen kennen, wie eben da, jo. Gnome, Ifrit, Sylph und Ine, natürlich auch Maxwell oder eben auch Origin. Kronos denke ich ja weniger, aber vielleicht sogar neue Geister noch. Ich muss aufs Klo, okay.
素晴らしい本だからね。ああ。和んじゃってどうなることや。なんだあの生き物は。何ってヤギだよ。ヤギ？これほど大きなものが。Neue Fundstätte! Hylandziege oder Highlandziege. Fundstätten. In der Gegend gibt es Fundstätte, die auf einen bemerkenswerten Ort in diesem Gebiet hinweisen. Wenn Weisen findet, er Schwerpunkten. Okay. カムラン、すごい角。伝説に聞くドラゴンのようだ。ドラゴンっておとぎ話の？君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だろ。大丈夫、友達だから。小さい頃は 4,5 回吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん、時々ミルクを分けてもらって村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ、すごく。Jo, und das Zeichen echter Nicht-Veganer. Also zu merken. So, was denn noch nie. Moment mal, wenn ich da unten war, wie sind da reingekommen, wenn sie noch nie Ziegen gesehen hat? Vor allem sind keine richtigen Ziegen, sind ja Ziegenböcke. Also aus denen Milch zu pressen, viel Spaß. So, dann können männliche Ziegenböcke Milch geben. Naja. So, mal gucken. Ey, da sieht das geil aus, vor allem hier auf der PS4. Gut, ich denke mal, auf Steam, also auf dem PC wird es ähnlich aussehen. Runterfallen, gut, kann ich nicht, Gott sei Dank. Okay. Aber was ist das für ein Teil hier? Sind wir irgendwelche Himmelsmenschen oder so? Gigi に報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？なんでもない。忘れて。君は面白い人だな。あれが俺んち。先行って休んでてよ。俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど。ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それ。では粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオ、じいじにうまく話してくれてるかな。So wie der immer drauf ist, bezweifelt er aber stark. Okay, bin jetzt doch schon hier marschiert. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich da drüber. Irgendwie gemäß Sternangaben und so weiter. Wir sollten einfach dorthin gehen. Gut, wir sehen aber eigentlich auch nicht sehr viel da hinten, war. Und sonst kommen wir sicher später noch dran vorbei. Oh, da ist ein Save Point. Oh, ein Monolith, cool. Kann ich hier schneller gehen? Nö, kann das Schwert ziehen, toll. Ich habe keinen Speed-Modus. Egal. Monolith und Speicherpointer. Hier direkt vom Dorf. Dann mal gucken. Zielerfassung. Das ist eine Summe, das abzurufen. Oh, der ist neu. Oder dachte jetzt schon gemacht? Crazy. Egal. Speichern. Zack. Jo. Sehr schön. Jetzt mal hier gucken. Ausrüstung, nee. Kampfaktionen schon besser. 5 von 11. Warte mal einen Schritt nach hinten. Das sind vor allem die anderen, die wir schon mal machen könnten. Also einen Schritt nach vorne. Sehr gut, dann ist halt automatisch. Was? Bedingungen für Erwerb, Abwerber. 4 von 100, Alter! Und ich habe erst 4. Also ich habe erst 4-mal abgewehrt. Verwirrung.
Ich hätte schwören können, das war schon mehr als nur 4. Okay, dann mal gucken. Jetzt haben wir noch ein paar neue DLCs geladen. Und das ist etwas für ihn. Stilnomen Young, den kennen wir ja. Sieht so bescheuert aus. Nö, schauen wir noch nicht. Das kommt vielleicht später. Dann wieder zurück ins Dorf, wo wir ein bisschen quatschen und so und dann ab zur Oper. Da fragen wir sich halt, ist das einfach ein allgemeiner Opa vom ganzen Dorf und so? Sprich, das Älteste ist irgendwie der Opa genannt, oder aber ist er wirklich der Großvater von Zoe und Mikleo? Weil sind es nicht gerade ähnliche Brüder, manch halt? Seraph Takio. Tja, jetzt ist mal hier, was geschehen ist geschehen und soll sie bei deinen Ruinabenteuern wohl etwas zurückhalten. Diese Ruine, sagen wir einfach, es ist recht tief, als du dir das nur vorstellen kannst. Also, aber echt Himmel. Alter, wie hoch oben hier einfach wohnen oder leben. Krass. Was da geben könnte? Was meint ihr zwei dazu? Seraph Chiron. Abgespielt an Opas Domäne. Opas Domäne? Ein Bravourstück, so. Hä, so soll meistens mal aussehen, wa? Ja, vielleicht. Was meint sie? Sind alles Seraphen hier, oder was? Zurückschicken. Wieso? Für alle Beteiligten. Als Einsiedler. Du verstehst doch so, oder? Wir Menschen sind wir unsichtbar. Es sind ja keine Menschen, oder was? Schon Tatsache, dass du neben uns leben kannst, meinst du etwas ganz Besonderem? Hä? Von Helion so nach, ja, wissen wir, Kümmel. Zu läutern. Schade, wa? Oh, Menschenmädchen mit, das ist bestimmt ein größter Fund, oder? So wie es klingt, ey. Ja, die hier zu haben, okay. Friedliches Dorf, also keine Ruhe, also keine Sturmfriede duldet. Erinnert ja schon ein bisschen an Tales of Xillia, wa? Das Dorf von Mila halt. Wo wohnt denn der gute alte Opa? Dahinter haben wir irgendwie auch noch etwas. Oder ist das ein Stockwerk tiefer? Achso, das ist unsere Hütte. So. Ein Mensch und eine Resonanz ist mir schnurzpiep egal. Sie kann uns nicht sehen, bald ist er weg. Ach, nicht recht. Achso, die kann es gar nicht. Hä? Sie kann sie also nicht sehen. Interessant, wenn es wirklich so ist, wa? Aber es ist eigentlich nichts in der Richtung irgendwie gemerkt. Natürliche Weste. Eine Männerrüstung. Dann nochmal gucken. Objekte. Nein, Entschuldigung. Arte bei Zoe. Natürlich noch nichts war. Gut, ein paar Kriegsarte, ja, ist ja schön. Aber richtige Arte in der Hinsicht? Nee, wa? Das auf die Kombos, wa? Ja, SK7, SK11, SK10. So braucht es einfach, okay. Du musst nachher irgendwie auswählen, wa? Gut, momentan geht natürlich noch nicht. Okay, ist ja kein Problem. Das können wir noch später alles machen. Ausrüsten. Alte Ohrringe, die behält er mal noch. Zack. Rune. Elementar freigeschaltet. Positionieren von 2 oder mehr Bonusfertigkeiten. Hier nicht möglich. Was? Wieso? Das kann ja nicht in den Fall sein. Fertigkeitensliste. War das irgendwie etwas noch? Ich kann ein bisschen testen hier mit Fertigkeitenblatt. Angriff, gibt die Feierer, okay. Da drauf waren dann natürliche Weste. Wenn ich es so natürlich mache, dann stimmt das. Da braucht man Schwert drauf. Okay. Ja, das müssen wir alles noch lernen, Leute. Alles noch lernen.
Weil man da auch im Wechseln war. Ich dachte ja eigentlich, was sperre ein aus? Das Fertigkeit im Blatt ist ja logisch, das sehe ich ja auch ein, aber ich dachte, ein anderer Werte könnte da eigentlich noch selber wechseln. Und der erste geht nicht, aber der andere könnte ich. Ja, da entfernen wir auch Ö. Okay, gut, dann müssen wir noch bei Gelegenheit dann gucken. Toll. Sagen wir die Etage und selbst, sonst schlecht. Oh, er kann es jetzt irgendwie... Nee, hoch, nieder geht immer noch nicht. Erzählt oben von den Mädchen, jo. Da könnte man pennen. Momentan geht es aber scheinbar nicht. Ja, logisch. Ja, wo ist denn unser alter Opa? Komme ich hier rein? Nö, gut. Dann noch ein wenig umsehen. Wo schon bald wieder mal der Part zu Ende ist. Es geht echt schnell hier. Das sollte genug sein. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war vor allem so der erste Part. Klar, war die erste Folge, deswegen ein bisschen länger. Jetzt aber Part, ja, die nächsten Folgen, sage ich jetzt mal, ein bisschen kürzer wieder. Also generell 20 Minuten halt. Weil noch aufnehmen muss und so weiter. Und dann, wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben und so, wieder mehr auf Vorrat aufnehmen kann, sind die Folgen auch wieder ein bisschen länger. Deswegen kann ich sagen, also was doch, oder? Ja, theoretisch schon. Okay, also ich bin kein Mensch? Also nee, Entschuldigung, muss ich anders sagen. Sie sind keine Menschen, ich bin ein Mensch, aber der sie trotzdem alles sehen kann. Ja, und Miklo ist auch kein... Ist der ein Mensch oder ist er kein Mensch? Ist jetzt langsam nicht ganz so ein, ey. Langsam ein bisschen verwirrt hier. Blitz gesehen, also wir waren das nicht, von dem her, nö, mir geht's gut. Natürlich im fettesten Haus wohnt Opa. Das hätte man ja auch denken können. Haben wir hier hinten noch etwas? Nö. Die Aussicht ist schon bombastisch, ey. Gut, ich meine, idyllisches Dorf, oder? Hier beginnt alles. Klingt schon fast so, als würden wir bald schon vom Bösen angegriffen werden, wa? Ja, wäre ja fast schon ein bisschen typisch. Oh, geil, wenn ne? Neue Fundstätte, Elysa, was? Elysa Lerchennest. Ah, Elysa Lerchennest, so. AP 1 erhöht. Sag mal. So, jetzt. Kommt doch nicht rein, ne? Ist klar, dass er schon irgendwie, ja, secretmäßig was gefunden. Wieso komme ich nicht rein, hä? Türen aber. Das wollen wir unsere Deko. Wieso macht Opa eigentlich so ein großes Haus? Egal. Opas Haus. Jetzt kriegen wir eine Stammpauke, die es gewaschen hat. Ma, Sureiから直接聞いてください。しようのない。このバカモン！ただいま、じいじ。なぜ人間を我らの地に連れ込んだ？じいじ、スレイの言い分も聞くって言ったじゃないですか。今から聞くとこじゃ。スレイヤ、分かっていながら戒めを破ったのか。ごめんよ、じいじ。放っておけなかったんだ。この地に災いをもたらすだけだ、人間は。俺も人間だよ。お前はわしらと共に暮らしてきたことでわしらの存在を捉え言葉を交わす力を育んだ。普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからぬお前ではないだろう。確かにあの子に霊能力はないみたいだった。それでもスレイにとって初めて出会った人間だったんです。だが同じものを見聞きできねば共に生きる仲間とは言えん。わしはこの地を守りながら
赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。うん、感謝してる。それはお前たちが他の皆と同様にこの森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい。では行くのじゃ。せめてあの子の準備ができるまで待っていい？急げよ。ありがとう。じいじ。分かっておるよ、みくりよ。あの子の気持ちはまっすぐで正しい。だからこそわしは心配なのじゃ。Nicht nur du, Opa, nicht nur du. Okay, man soll es irgendwie sorgen, sei es im uns, sei es in diese Frau, sei es, was sie halt für Probleme bringen könnte. Ich meine, da in Theorie und so weiter ist immer schon gut, aber naja. Man kann es auch zu eng sehen. So. Ganz kurz speichern, weil man weiß nie, was gleich passieren wird. Aber mal gucken, was wir jetzt machen. Geht es so ins Haus? Ja, das sind wir schon. Mädchen warten. Ja, wir haben alles gesehen hier soweit. Slay. Ah, これなあ、この紋章って。ああ、同志の紋章だね。だよな。天族と交信し、かの力を意のままに操り、圧倒的な力を発現するもの。同志か。同志になったつもりかい？どうかな。暗黒の世を救う救世主には見えないね。黙るのだ、天族よ。お断り。ほら、発掘したもので遊ばない。だな。彼女、遅いな。ちょっと見てくるよ。Vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, wa? Nun gut, wir haben jetzt einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Was, kann man das irgendwie etwas damit machen? Oder wie sieht's aus? Ist irgendwie geheimnisvoll? Mit was? Nicht zum Ausrüsten. Gut, damit hätten wir irgendwie rechnen können. Wenn wir ehrlich sind, Schwerttänzer, Träger des mystischen Schwertes wäre vielleicht auch, aber lohnt sich für uns jetzt nicht gerade direkt. Mode vielleicht? Nö. Ist auf jeden Fall ein hübscher Handschuh, aber scheinbar noch nicht weiter irgendwie einsetzen können. Tja, wie es hier weitergeht mit dem jungen Mädchen und was wir sonst noch alles erwarten können hier in der wundervollen Welt von Tales of Zestiria, das erfahren wir wieder in der nächsten Episode. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen!